Kürzlich bin ich am Oben am Fenster gestanden und habe in die Nacht rausgeschaut. Plötzlich sehe ich so unter der Strassenlaterne leuchtende Insekten herumfliegen. Ich habe gedacht, hey, was ist das? Und habe mega bestaunt und das Gefühl gehabt, wow, es sind gerade irgendwelche magische Wesen hier, mega cool, danke Gott. Dann ist mir aber bewusst worden, dass das gar keine magischen Wesen sind, sondern einfach Mucke. Ich habe sie nachher so gesehen, wenn sie nicht im Licht drin sind, ja, da haben sie wie typische gewöhnliche Mucken ausgesehen. Dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass Gott mir so sagt, das sind wie ein bisschen ihr Menschen. Ohne das Strassenlaternenlicht betrachtet, sind wir auch nicht wirklich mega krass. Vielleicht haben auch Leute Negatives über dich ausgesprochen und gesagt, du bist hässlich oder du kannst nichts, du bist dumm, du bist uncool. Vielleicht denkst du die Sachen auch über dich selber oder hast das selber wie dir zugesprochen. Das ist der Stempel, den uns die Menschen geben oder den wir uns geben, aber nicht der, den Gott uns gibt. Gott will uns mit seinem Licht bescheinen. Gott sieht das komplett anders. Als Gott Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, das ist sehr gut. Ihr seid sehr gut. Aber eigentlich bedeutet das hebräische Wort nicht nur sehr gut, sondern auch schön, gedeihend, moralisch gut, köstlich, blühend. Deine Identität ist nicht davon abhängig, was du machst, wie du aussiehst, was andere über dich sagen oder was du über dich sagst. Es ist davon abhängig, was Gott über dich sagt, wie Gott dich sieht und er sagt, du bist sehr gut. Kennst du die Stelle in der Bibel, wo Jesus getauft wird und der Himmel öffnet sich und es kommt eine Stimme runter und Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn und dir habe ich mega Freude. Und das Krasse ist, Gott sagt das, bevor Jesus irgendetwas gemacht hat, irgendetwas geleistet hat für ihn, bevor er all die Wunder getan hat. Und genau so hat Gott auch an dir Freude. Auch wenn du das Gefühl hast, du machst gar nichts Krasses, du leistest gar nicht genug. Gott hat Freude an dir. Du bist gut. Du bist genug. Du bist so unglaublich wertvoll. Wie viel Wert etwas hat, hängt davon ab, wie viel jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Jesus hat alles für dich gezahlt, alles für dich gegeben, hat mit seinem Leben für dich gezahlt. Genau dafür hat er gezahlt, damit du eben rein und schuldlos vor ihm kannst stehen. Du musst nicht für etwas arbeiten, das dir schon lange gegeben ist, das dir eigentlich schon lange geschenkt ist. Dein einziger Job oder dein einziges Privileg ist, dass du das einfach annehmen darfst. In seinem Licht, in Gottes Licht, bist du wunderbar, bist du einzigartig, auserwählt, gewollt, wertvoll, rein, kreativ, talentiert, wunderschön und grenzenlos geliebt.